Hello! Tada! Da ist schon wieder Südpfad-Sobi, gell? Verwirrt wie immer. Weiter geht's. Ein Stier. Schwarzes Barett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Irgendwie. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Geht es weiter? Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der so viel Ja, so schlimm war's doch gar nicht. freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Ja, drauf. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ah, ich hab gar nichts mit, das ist schön. Mit nichts kann man auch nichts falsch machen. Wenn ich jetzt da wieder reingehe, komme ich wieder da hin, wo ich nicht auch will. Ist das richtig? Sorry. Was ist denn hier los? Nee. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Warum kann man da noch irgendwas in die Luft sprengen? Nee, ne? Kann man da nun angehen überhaupt? Wenn man will. Moment mal kurz. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Kenn ich. Die Scheibe Kenn ich nicht. verdreckt. Kenn ich gar nicht. Ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Nee, ich hab immer noch nichts. Ich komm mal raus, ich will. Puh. Okay. Verschlossen. Wahrscheinlich. Kann man da noch rein? Kann man? Warum du das eine Tür? Hallo, Tür! Tür! Okay, keine Tür. Dann müssen wir doch in das verwirrte Ding da rein. Moment, stopp. Gut. In die Gasse. Ich mein... Normal sollte man hier vorne anfangen, ne? Irgendwie. Komm, gehen wir zum Wassertank, weil es so schön war. Aha. Hahn des Wassertanks. Okay, interessant. Gut, dann gehen wir wieder hier. Gehen wir ins Rathaus. Weil es so schön war. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Wollte ich vielleicht doch. Ich weiß auch nicht. Automat. Ich hasse Schlangen.
Ja, und? Ich hasse eine Spinne. Oh. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Selten so dämliche Hüte gesehen. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Ganz schlimm. Willst, Ganz dass schlimm. mich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Grins nicht. Was? Rufus, Was? Das Mädchen gehört zu mir. Erstmal Braule. das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Wer hätte es gedacht? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so, Na dann, willst Geh du vor! meinen Stuhl haben? sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Oh, nice. Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ja, der Mir Gizmo. ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Ich drehe am Rad. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Hat er recht, hat er recht. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurz witzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Ich verschwinde. Weil mehr geht ja nicht, ne? So, Öffnungsseite. Kann man da einen Schmatzfund hängen? Hallo, Lotti. Du auch noch? Ah jo. Je, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Ja. Bitch. Biatch. Nee. Hallo. Ich will zum Bürgermeister. Sag ich Das doch. wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Nein. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Nope. Er wird aufgerufen, Wenn seine Nummer dran ist. keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Nope. Für dich. Ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Der Wenzel war doch der Kollege hier da, ne? Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist... Das ist unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 Sie ist nach wie vor dran. Wenzel, Geil. Genau. Wenzel. Wenzel? ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Was ist das so nett? So, wir können hier rein, wir können eine Busstelle. Geh mal. Halt. Ja. Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute... Heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer. Hab ich doch, Mann! Verschwinde. Was ein Knetkopf. Alter.
Das Postamt, Ist bis auf weiteres geschlossen. Bis wann? bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, Dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Er versteht's. Goal. Ach. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Das geht schief. Egal was magst, geht's schief. Egal. Könntest du jetzt auch an der Flur kacken, geht's schief. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Sorry. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle 3 Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ja. Ich wollte nach ihr sehen. Ja. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir. Ja. Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Sequenz. Nice. Das reicht jetzt aber. Wie? Was? Genug Ja, Tagträume für langt. heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon. Aber Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Ach, Quatsch. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Siehste? Hey, Goal! Goal! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Egal Das wie. muss nicht gewartet werden. Die Gedüsch. Konzentrier dich, Ruf. Sie kann dir... Hey, Goal! Goal! Aufwachen! Sie schläft... Ausgezeichnet. Tja, Okay, gut, das passiert. Knopftür mal. Was? die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und Ja, warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Nimm's halt mal, Mann. Die Luftballons... Man muss ja alles probieren, ne? Meine Anziehungskraft ist stärker. Oh, Moment. Ach, Karton. Gibt's so einen Karton? Die Luftballons lagern hier offenbar... Ich frage... Und warum... Offenbar bereitet man sich auf nimmer wie irgendwas... Hä? Gut. Geht dir eh nichts mehr. Wobei... Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt.
Okay. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Selten so dämliche Hüte. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben, kurz jetzt. Und halb. Ich Nette hab ich da. Der Dachdeck. Verstehe. Und die Hosen. Hey. Oh. Okay. Gut, sind wir wieder raus und naja, 15 Minuten sind um. Dann würde ich schon mal glatt sagen, wir hören wieder auf und nächste Folge geht's weiter. Geile Mucke. Also, bis zum nächsten Mal, gell? Servus.